今までにない危険な気も感じる。注意しろ。 Ja, da geht mir ähnlich, Meister Kaio. Ach du Scheiße. Das kann ja was werden. Meine beiden. Oh. Na gut, was ist Dragon Balls? Wir haben noch gar keine. Ja, sammle alle 7 Dragon Balls. Dankeschön, Spiel. Ich weiß nicht so genau. Speichern? Ja, komm, speichern. Ich speichere mal. Mit unserem Level 100 Gohan. Ach du Scheiße, das kann ja was werden. Die natürlich auch ein extrem hohes Level haben. Also, muss ja fast so sein. Alles andere wäre ein bisschen sehr überraschend. Ich bin da etwas anderer Meinung, Son Gohan. Also das, ja, das vielleicht schon. Also Son Gohan ist schon ein Level up. Zum Glück haben wir noch ein paar Boosts drauf. Ich glaube, sonst wäre es ein bisschen schwierig. Die beiden als Gegner. Ja, kein schlechtes Level. Dann machen wir uns das erste Mal an Gotenks ran. So geht das von den 3,5 Millionen. Danke. これまでの戦いによって生まれたエネルギーはすべてミラが復活するためのエネルギーに変換されていたのよ。Oh oh. 復活の準備は整ったわ。さあ、お前たちはこの俺が倒す。Wie jetzt? Wollte gerade noch entspannt irgendwie so einen Schluck nehmen, schön aus dem Strohhalm geschlürft und plötzlich heißt, nö. Hä? Ja, wo sind die jetzt? Das Land der Kaios natürlich. Alter, seht ihr, wie die Energie... Oh, lecco mio. So macht das keinen Spaß. Nee, bei der Energie garantiert nicht. Da vorne sind sie. Ach du Scheiße. Wobei, wir haben jetzt gerade Vegeta und Gotenks relativ schnell platt gekriegt.期待通り。いえ、期待以上のエネルギーね。強大なあなたたちのエネルギーをすべて吸収すれば、さらにミラは最強の戦士として成長し、今度こそ暗黒魔界を復活できる。復活してより強くなった私の最高傑作にあなたたちは勝てるかしら。腕
腕ならしに付き合え。さあかかってこい。 Das wollen wir erstmal sehen. どこまでやれるかしら。見せてみろ、お前たちの力を。Also sagen 100% Form. Oh, was macht denn der da? Ein Dark Genki Dama oder was? Das Schwede. So, Miwa. So geht das, Freundchen. Der hält echt was aus. 俺の力を。 したばかりでパワーが完全じゃない。 Bin ich raus aus dem Modus? Jo, leider. Sag mal, du gehst mir auf den Sack, Alter. Klar, macht er mir mal dunkel Genki Dama. Ich sehe auch so aus. Zum Glück habe ich Teammitglieder. Sonst wäre es, glaube ich, echt ein bisschen sehr schwierig gewesen. Maketa. いいえ、ミラ。あなたはまだ完全じゃないだけ。もっとたくさんのエネルギーが必要ね。もっともっとエネルギーを吸収せねば。いいことを思いついたわ。別の歴史に行きましょう。さらなるエネルギーを取り込めるはずよ。ここでやることは終わった。でもあなたたちまだ遊び足りないでしょ。私の作品たちは残しておくから存分に遊んであげてね。それじゃあね。Eine andere Zeitlinie, ernsthaft? Das heißt jetzt, die verpissen sich jetzt einfach Richtung Xenoverse-Universum oder was? Tja. Aber keine Medaille von... Aha, gut, macht natürlich Sinn, weil meine Medaille war doch eine von Mirai, war aber auch eine von Dingsbums.
von Toba. Also würde es irgendwie gar keinen Sinn machen, wenn es überhaupt eine Kombination geben könnte. Also müssten die restlichen Medaillen, die wir jetzt hier haben, also Seelenabzeichen noch fehlen, 2 Stück sind eigentlich noch offen vom Platz her, müssten das eigentlich Bios und Whis sein, wa? Weil die beiden tauchen ja hier im DLC auf. Eine neue Kraft erwacht. Sehr gut, Freunde. Wenn wir sagen, das war es also soweit hier mit der, doch, wenn man es halt so sagen will, aber es ist halt so, mit der Hauptstory oder mit dem Hauptspiel, muss man eher so sagen, mit dem Hauptspiel von Dragon Ball Z Kakarot, bis auf weiteres. Also nicht, was noch alles kommen könnte. In der Hinsicht, ich glaube so eher weniger, wird schon einfach noch Updates hinsichtlich DLC und so weiter sein. Damit beginnen wir natürlich ab der nächsten Episode. Da freue ich mich schon sehr, ich hoffe ihr auch. Die haben doch schon relativ schön gelevelt hier. Auch Piccolo 76. Trunks sind auch schon 62, da geht also langsam sicher voran. Sehr gut, sehr gut. Ich kann noch ein bisschen boosten und neue Moves freischalten. Hast nicht gesehen. Hier Finish Buster. Du hast auch schon mal den Super Saiyajin, sehr gut. Ist auch die Frage mit dem nächsten DLC, also nicht mit dem nächsten, was kommt, das ist klar. Da geht es noch, ist auch eine neue Kraft erwacht, Teil 2, also geht es um den Super Saiyajin Blue mit Son Goku, Vegeta und Golden Freezer. Aber dem übernächsten DLC soll der erste sein, der auch ein bisschen einen neuen Story-Content beinhaltet. Die Frage ist halt, geht es denn da mit Future Trunks weiter? Ist das der Grund, wieso wir mit ihm noch irgendwie zocken können, wieso wir hier auch leveln können und so weiter und so fort, weil es eben nachher mit ihm noch weitergehen würde? Oder geht es eher in Richtung Universum 6, beziehungsweise sogar das Turnier in der Kraft mit allen Universen und so? Bin ja schon mal sehr, sehr gespannt. Aber erstmal, ja, wir sind hier natürlich neue, bessere Gegner. Kannst auch mal gucken, was wir jetzt hier eigentlich so hätten. An Gegnern halt. Dann würde ich mal sagen, beende ich mal die Folge. Und ich gucke mal, ob ich jetzt echt offscreen mal irgendwie noch leveln sollte. Oder ob es fürs DLC zum Starten gar nicht nötig ist, da Stufe 200 zu haben. Oder es auch auf dem aktuellen Level gehen würde. Das müssten wir dann halt mal gucken. So. Ich will aber wissen, wie stark sind die Dinger hier? 130. Ach du Scheiße. Ja gut. Zum Leveln sicher nicht schlecht, vor allem da wir die doppelten Erfahrungspunkte kriegen. Oh Mann. Gut, Freunde, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und hoffe, seid ihr das nächste Mal wieder mit dabei. Wenn ihr da mit den DLCs loslegen, eben, vor allem mit dem ersten halt, eine neue Kraft erwacht Teil 1. Wo es um die Super Saiyajin God-Transformation geht und danach starten wir wohl mit einer neuen Kraft erwacht Teil 2, weil bis ich so weit bin, beziehungsweise bis ihr die Folge dann seht und bis wir dann wieder aufnehmen, haben wir garantiert schon das zweite DLC. Super Saiyajin Blue und Golden Freezer und KKG. Es ist soweit, liebe Freunde. Die Zeit für die göttlichen Missionen steht an. Für die Super Saiyajin God Formen. Naja, theoretisch. Ja, nein, keine Ahnung, vielleicht steht sie an, vielleicht noch nicht. Und zwar der Grund, wieso ich jetzt trotzdem hier stehe, in der Capital Corporation. Ihr seht anhand der Level, ich habe noch ein bisschen was getan, ein bisschen was vorbereitet und so. Man sieht auch hier, ich habe halt so viel weniger D-Medaillen als vorher. Ja, was ist denn hier passiert? Ich habe mich noch ein bisschen um die Achievements gekümmert. Und ein Achievement, was doch relativ wichtig ist, kriegen wir nur hier, und das ist ein bisschen sehr kacke zu holen. Dafür muss ich sogar noch ein bisschen D-Medaillen farmen, weil, ja, man glaubt es kaum, wir müssen die Trainingsräume hier, die man hier modifizieren kann, muss man noch weiter modifizieren. Wir hatten ja letztes Mal, glaube ich, das noch nicht gemacht, Stufe 7, genau, dafür brauchte man noch einen weißen Meteoriten. Da ist irgendwie, der Witz an der Sache ist, sowohl weiße als auch schwarze Meteoriten kann man kaufen. Ab ungefähr der Buu-Saga, und zwar gegenüber der Capital Corporation gibt es so einen Materialverkauf, sag jetzt mal. Und da kann man diese Meteoriten kaufen. Jo, kostet noch alles ein bisschen Zeni und so, man sieht es auch, wenn es schon durchgestrichen ist. Aber vor allem kostet das verdammt viele D-Medaillen. Und ja, habe ich halt noch Stufe 7 gemacht, Stufe 8, Stufe 9, wo ich beide brauche. Und für Stufe 10 muss ich tatsächlich nochmal D-Medaillen farmen, weil die gehen mir dann mitunter doch ein bisschen aus. Das war irgendwie ein bisschen crazy. So, den machen wir jetzt gemeinsam. Jetzt müsste ich das letzte Achievement bekommen für den Trainingsraum.
es gab noch eins fürs Kochen, da war ein bisschen, crazy. In der Beschreibung heißt eigentlich, dass du bekommst ein Achievement für 5 komplette Menüs, die du dir von Gigi zubereiten lassen musst. Der Witz daran ist, es sind 5 verschiedene, die du machen musst. Als ich das mal gemacht habe ich plötzlich gesehen, geht ja doch. Okay. Achievement bekommen, das heißt, es fehlt eben nur noch das mit dem Trainingsraum. Und wenn wir das haben, sollten wir noch eins kriegen für alle Achievements. Und das soll hoffentlich jetzt passieren. Oder auch nicht, krass. さあトレーニングを始めましょうか。 Aber bin ja schon auf Stufe 10, hä? Vielleicht muss ich da erstmal nochmal trainieren drin, damit das überhaupt funktioniert, hä? Zumindest einmal. Aber das kann man mal riskieren. Ich glaube, ich nehme aber trotzdem Son Gohan. Nehmen wir Son Goku, weiß gar nicht. Ja, komm, noch Son Goku. Das ist immer so ein Moment, wenn du denkst, yeah, wenn du das machst, dann passiert das und plötzlich passiert es nicht. Vorführeffekt incoming. Noch Level-Ups. König des Keys, okay. Klingt noch ein bisschen crazy. Die anderen glauben, also die mit Son Gohan und Vegeta und so, machen glaube ich Offscreen, weil, ja, bringt ja nicht viel, wa? Wir kennen die Mission ja, wir können die ruhiger Offscreen machen. Noch so Junior platt machen. So, der wäre schon mal weg. Noch ein Cell Junior. Dreifacher Angriff. Auch nicht schlecht. Der Kugelmagnet, okay. Auto-Kaioken erhalten. Automatische Aktivierung von Kaioken zu Beginn des Kampfes. Und der Super Saiyajin? Und der Super Saiyajin? Hey, wieso haben die hier unterschiedliche? Automatische dynamische Fusion. Okay, das macht bei Piccolo macht das wirklich Sinn. Das Training bei Trunks macht irgendwie auch Sinn, bei Goku macht es keinen Sinn. Ich meine, warum Kaioken aktivieren? Warum bei so einem Super Saiyajin nicht irgendwie die Ultima-Form? Das ist irgendwie ein bisschen creepy. Warum kann ich die Kaioken auch aktivieren, wenn ich sie gar nicht habe? Ah ne, vielleicht ist der Move, der auf dem A-Knopf ist. Ah, da könnte natürlich sein. Weil... Ja, das könnte natürlich sein, dass der Move auf dem A-Knopf ist, der automatisch gewählt wird. Sag mal, das ist ganz schön nervig.
Oh oh, das war jetzt nicht gut. Hitbo, du musst sterben! Achso. Ah, jetzt harter Knochen und Dragon Ball Meister. Okay, jetzt haben wir es freigeschaltet. Gut, muss ja auch noch machen. 2 Erfolge und damit, Freunde, haben wir alle Erfolge, die das Spiel so mit sich bringt, haben wir gemeistert. Perfekt. Die, wie gesagt, mache ich dann mal noch by the way. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass das hat damit zu tun. Moment, können wir direkt nochmal ganz kurz testen. Wenn ich jetzt den hier switchen würde und hier sage, hey, ich hätte gern Auto. Ist trotzdem Auto-Kajoken. Oder, warte mal, jetzt habe ich ja den auf A geswitcht. さあトレーニングを始めましょうか。 Ja, der geht sowieso nicht mehr. Nein, warte mal, Training ganz kurz. Auto, ist trotzdem nochmal Auto-Kajoken. Ist auf die schwächste Form war, die automatisch Auto wird oder so. Okay, schade. Ich dachte, das wäre ein bisschen anders. Da hätte es irgendwie Sinn gegeben, wenn es einfach der Move auf dem A-Knopf wäre. Aber so ist es irgendwie schon ein bisschen schräg. Egal. So Leute, wir sehen mal ganz kurz die Gruppe bzw. den Gruppenanführer. Und zwar auf Son Goku. Denn es wird Zeit, jetzt wo wir das Spiel wirklich zu 100%, also so weit 100% durch haben, klar, hier fehlen noch ein bisschen ein paar Dinge, aber viele Dinge kann man erst mit den DLCs abschließen. Wir haben zumindest alles Wichtige gemacht, kann man wirklich so sagen, plus eben alle Achievements. Heißt für mich, ich werde nochmal hier speichern, sogar auf einen neuen, komplett neuen Slot. Was eigentlich ein bisschen doof ist, aber egal. Und dann würde ich mal sagen, legen wir los mit dem ersten DLC. Eine neue Kraft erwacht, Teil 1.